Hallo Kerstin, wir haben eine Präsentation von Opel gemacht und das ist unsere Komposition für unsere Präsentation. Zum ersten haben wir von Opel am Anfang überredet und danach die Probleme mit Opel und dann erzählen wir von Opels Zielgruppe und der Manta. Und danach der Traumauto, als wir lesen hat. Und danach die zwei Werbungen äh, und zum letzten Opels Logo. Opel am Anfang. Im 1862 baute Adam Opel der erste zum ersten eine Nähmaschine und später baute er ein Fahrräder. Jetzt ist die Firma Opel beliebt für Autos produzieren. Opel haben zum Beispiel auch das einzige europäische Elektroauto Opel Ampera gebaut. Zum ersten produzierte Opel nur Familienautos, aber sie wollten gern andere Modelle produzieren und sie wünschen auch andere Kundengruppen entgegenkamen. So danach nachbilden Opel das beliebte Ford Mustang. Opel-Modellen werden oft in Osteuropa und Korea gebaut. Aber das ist nicht nur gutes Dinge für Opel. Es gibt auch Probleme von Opel. Es gibt verschiedene Probleme für Opel. Das erste war der Zweite Weltkrieg. Wie zwang das Opel-Produktion zu einem Stopp. Es gibt auch eine Ölkrise in den 70er Jahren, wie verändert die Wünsche für die Autofahrer. Das Problem mit der Firma sind nicht die Autos, nur die Autos, aber das Management. Aber obwohl das Problem mit dem Management sind Opel ein Gigant in dem Automobilbau. Opel hat auch eine sehr große Zielgruppe, ist aber nicht immer positiv. Der Opel Manta war ein billiges Auto und die Manta-Fahren hat einen sehr schlechten Ruf. Es gibt viele Manta-Witze über die Manta-Fahren und es ist natürlich nicht gut für Opel. Der typische Manta-Fahrer ist ausgebildet mit Sonnenbrillen, ein Goldkettchen und eine weinende Friseuse. Er hat einen Fuchsschwanz am Schnorkel und einen Eiszapfen am Ellbogen. Opel versucht dafür zu sich repositionieren und damit einen anderen Zielgruppe haben. Opel hat dafür viele Werbungen, welche reklamiert mit Qualität und Sicherheit. Opel zeigen ihre neue Technologie und sieht teuer und luxuriös aus. Und dann hat wir zwei Verbungen gesehen. In das erste Werbung mit Claudia Schiffer brauchen Opel Claudia als ein Modell für seine Autos. Sie sagt, dass sie wünscht zu fahren ein deutsches Auto anstellen vor ein anderes Auto. Und dazu braucht Opel Claudia als ein Rollenmodell durch die Werbung, weil viele kennt Claudia von anderen Werbung. Das zweite Werbung ist eine Werbung für Opels neue Auto Opel O. In dieser Werbung sagt ein Mädchen, was diesen neue Auto könnte und dass die Innovationen sind super gut, weil das ist für die Innovationen sind für die Oberklasse. Auch hier will Opel gern sich repositionieren zu ein gutes, innovatives Auto werden. Für viele Personen signalisiert das Auto, wer sie sind. Bestimmte Modelle knüpfen dafür bestimmte Vorstellungen und Träume.
Opel hat dafür als erster deutscher Autohersteller einen Erlebnispark eröffnet, where man viele Dinge über der Opel lernen zu kennen kann. Man kann zum Beispiel ein 3D-Kino gehen, where man Crashtests erleben kann. Opel versucht also, die Vorstellungen und Träume der Kunden von Opel beeinflussen. Und zum letzten haben wir das Opels Logo. Das ist eine berühmte Logo, wo man sieht, ein Blitz im Ring. Das ist also ein innovatives Markenzeichen von GM, wie steht für General Motors, und seiner Zukunft aber ungewiss. So, Opel versucht sich revolutionieren. Ja, das war alles für Markus und Friedrich. Tschüss!